Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Leute, Champions League, zweiter Spieltag, zu Hause gegen Dynamo Kiew. Ja, ich würde sagen, einfach mal das erwartete Spiel, das erwartete Ergebnis mit 5:0. Und das, obwohl wir so die ersten 50 Minuten mehr oder weniger so ein bisschen, ich würde sagen, mit angezogener Handbremse gespielt haben. Zumindest kam es mir so vor. Ich habe nicht alles gesehen oder nicht alles so aufmerksam gesehen, weil ich auf der Arbeit war. Von daher verzeiht mir, wenn ich da ein bisschen was vielleicht anders gesehen habe. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung dazu reinschreiben, aber für mich waren die ersten 60 Minuten echt so mit angezogener Handbremse. Ja, dann haben wir 20, 25, halbe Stunde. Halbe Stunde aber echt ein gutes Spiel gemacht an zweiter Halbzeit. Aber auch da sind wir, glaube ich, nicht auf 100% gelaufen, wenn man das gesehen hat. Wa? Ja, dann waren ein paar Auswechslungen, dann kurzer Schluss, so die letzten 10 Minuten war es dann ein bisschen zerfahrener. Dann hat man auch wieder gesehen, wenn Pavard drin war oder sah, dass unsere Seite wieder auf war. Aber ja, dass wieder Flanken reinkamen, was vorher halt fast gar nicht der Fall war, wo dann Süle gespielt hat. Lag natürlich auch daran, dass wir zum Schluss vielleicht ein bisschen zurückgezogen haben, keine Ahnung. Ja, ansonsten kann man nur sagen, erschreckend, dass wir mit so angezogener Handbremse so einen Gegner mal 5:0 weghauen. Ja, da sieht man einfach mal unsere Qualität. Und da sieht man halt auch, wie ich in meinem Talk im Auto schon mal angesprochen hatte zur WM, ja, die Qualität der Champions League, es ist halt auch so Gruppenphase. Du hast halt 1, 2 gute Gruppen. Der Rest ist echt so, ja, sind wir mal ehrlich. Diesmal was Barca auf dem Papier. Barca ist halt auch nichts mehr irgendwie. Die haben dann 3:0 verloren in Lissabon. Von daher wird wohl Lissabon das Topspiel werden. Aber die sehe ich auch nicht auf unserer Augenhöhe. Machen wir uns nichts vor, Leute. Und ja. Ich meine, wenn dann 3:0, 5:0, wir warten mal das nächste Spiel ab. Aber wie gesagt, ich bin da auch ganz guter Dinge. Ja, na klar, irgendwo schön zu sehen, aber irgendwo ist dann so Champions League nichts Besonderes mehr, wa? Weiß ich nicht, so Dynamo Kiew, Lissabon, wenn du die irgendwie 5:0, 3:0, was weiß ich was wegballerst. Weil gegen Barca ist eigentlich immer noch was Besonderes, aber das Spiel gegen Barca war halt auch nicht auf Augenhöhe, also weiß ich nicht. Sehr schwierig das Thema mit der Champions League, der Verwässerung und so. Aber gut, darum soll es jetzt hier nicht gehen. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Ja, wir haben uns nicht verausgabt, denke ich. Wir haben Kräfte geschont. Wer ist herausgestochen? Für mich wieder Sané. Ja, Levi war auch einigermaßen gut drauf, erste Halbzeit. Ja, der Rest, würde ich sagen, war Normalform. Außer Süle. Süle würde ich auch noch herausheben. Süle war sehr guter rechter Verteidiger, sehr gut auch vorne und dann auch so im Halbfeld war er ja auch viel dann. Im Mittelfeld, hat mir sehr gut gefallen, also sollte man unbedingt schauen, dass man den Vertrag verlängert kriegt. So wie ich gelesen habe, hat er ja angeblich seinen Piranha Berater auch nicht mehr. Ja, und ich denke mal, man sieht ja, dass er unter Nagelsmann klarkommt und war bisher eine Stütze in allen Spielen und ja, mir gestern sehr, sehr gut gefallen und für mich nochmal der beste rechte Verteidiger, den du aufstellen kannst im Moment. Ist halt einfach so. Gut, ich würde sagen, wir schmeißen mal einen Blick in die Statistiken, wa? 5:0, zweimal Levi, Elfer brauchen wir nicht drüber diskutieren, wenn du da so in den Zweikampf gehst, Alter, muss ich nicht beschweren, wa? Gnabry war auch ein schönes Tor, hat davor auch schon 1, 2 Chancen gehabt. Sané hat ja, mit einem Kunstschuss, der nicht gewollt war, das Tor gemacht. Vorher der Schuss an den Pfosten, also der Pass dann auch von Goretzka und so, war mega stark, ne? Und dass Schuppo dann reinkommt und macht noch das Ding, ja, legendär, hat er super gemacht, super Kopfball. Muss man auch sagen, super Flanke von Pavard. Da sieht man ja, dass das kann, ne? Von daher schauen wir mal, vielleicht fängt er sich ja noch, ne? Aber nach hinten hin war es wieder meh. Auch wenn er nur ein paar Minuten auf dem Platz war. Ballbesitz 63:5.
12,5 zu 36,5. Joa, das war phasenweise, denke ich mal, sogar noch höher. Fouls 11,6, Zweikämpfe 53 zu 46. Was herausstrich diese Saison bisher, ist ganz klar unsere Zweikampfquote. Letztes Mal haben wir sogar Spiele gehabt, wo wir unter 50% waren, wo wir immer so knapp drüber waren. So die letzten Spiele haben wir echt gute Zweikampfwerte. Schüsse insgesamt 22,6, Schüsse aufs Tor 8,2, Ecken 8,4, Flanken 14,8. Ja, das sagt eigentlich schon alles aus über das Spiel. Ne? Kiew hat offensiv einfach nicht stattgefunden. Das ist immer ganz ehrlich. Ja, die ersten 10 Minuten haben sie versucht, uns vorne zuzustellen, aber dann war ein Ball auf den Davies und der hat Platz gehabt ohne Ende und dann waren da nur noch 3 Mann hinten. Also weiß ich auch nicht, was die sich mit dieser Taktik gedacht haben. Und nach dem Elfer war es dann eigentlich auch schon geschehen. Also da kam ja gar nichts mehr von Kiew. Wie gesagt, dann so die letzten paar Minütchen, ja, nach unseren ganzen Auswechslungen und sowas. Aber ansonsten... Gewonnene Zweikämpfe, Sané 8, Davies 7, Hernandez 5. Freut mich, dass Sané hier steht, weil Sané hat mega gutes Spiel gemacht. Ja, hat offensiv 2-3 Mal sich ein bisschen verdribbelt, ist der Ball mal versprungen und sowas. Aber hat fast jeden Ball zurückgeholt. Ja? Also die Zweikämpfe, die er gewonnen hat, da waren die Hälfte von defensiv. Also wo er die Bälle zurückholt. Mega starkes Spiel. In meinen Augen. Davies und Hernandez ist man gewohnt. Denke ich, haben beide, obwohl Hernandez hat auch eine sehr gute Leistung gebracht, fand ich. Davies war eine 3, würde ich sagen, ne? Aber gehen wir gleich nochmal durch. Ballkontakte 108 Kimmich, 106 Upa, 102 Hernandez. Schüsse insgesamt 5 Levi, 4 Sané, 2 Süle. Und die waren gar nicht so schlecht, muss man sagen. Den ersten, den hat er nicht ganz getroffen, der andere war gar nicht so schlecht. War knapp daneben. Also ich sehe ihn da. Torschussvorlagen Müller 5, Levi 3, Goretzka 3. Joa. Jo, knallt gleich wieder alles rein hier. So stark. Wir gucken uns mal eben die Aufstellung an. Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen zum Spiel. Oder was soll ich da jetzt irgendwie groß was erzählen? Ich denke, es war eine einseitige Kiste und auch hoch verdient, war. Manuel Neuer. Eine 2. Ja, musste den einen Ball halten. Das war der eine gute Torschuss, den sie hatten. Ja, das war wirklich gut gemacht. Und das eine Mal herauskommen, da war er auch zur Stelle. Ansonsten beschäftigungslos. Aber wenn du die ganze Zeit nichts zu tun hast und musst dann so ein Ding halten, deswegen für mich eine 2. Hernandez für mich auch eine 2. Hat ein super Spiel gemacht, wie ich fand. War immer präsent. So der linke Verteidiger, wir haben ja eigentlich mit Dreierkette gespielt hinten oder dann waren wir mit 2 und es hat sich dann noch ein Mittelfeldmann fallen lassen und so. Sehr gut gefallen. Upa auch. Upa hat mir auch gut gefallen. Würde ich eine 3 geben. Süle für mich, ja, eine sehr gute 2, würde ich sagen. War für mich, ja, war defensiv, auch wenn wenig gefordert, war offensiv stark. Wie gesagt, war dann auch im Mittelfeld, also richtig gut. Fonsi würde ich eine 3 geben, hat ein gutes Spiel gemacht, aber jetzt auch nicht überragend. Gnabry dasselbe, auch wenn er ein Tor gemacht hat, war jetzt nicht so stark wie ein Sané zum Beispiel. Ein bisschen mehr Konzentration beim Pass nach innen und sowas würde den Gnabry gut tun, aber er ist auch um vieles verbessert im Gegensatz zur letzten Saison in meinen Augen. War okay. Goretzka würde ich auch eine 3 sagen, hat immer noch zwischendurch wieder so ein bisschen Unsicherheit gehabt in der ersten Halbzeit. Das hat sich aber gelegt. Hat sehr gute Pässe dann gespielt. Ja, und ansonsten, wie gesagt, so wirklich defensiv waren wir nicht gefordert. Sané für mich eine 1. Definitiv. Ja, jetzt vielleicht keine 1 mit Sternchen, aber hat das Tor noch gemacht. Hätte man jetzt gesagt, das wäre gewollt, dann wäre es eine 1 mit Sternchen. War für mich aber der Antreiber. Ne? Wenn er den Ball gekriegt hat, hat er was versucht. Hat nach hinten stark zurückgearbeitet. Hatte den Pfostenschuss, hat Tore vorbereitet, hat dann das komische Ding damit ein bisschen Glück gemacht. Müller eine 3, war relativ unauffällig, würde ich sagen, was ich so gesehen habe. Für seine Verhältnisse. Kimmich dasselbe. Ja, war auch mal vorne und so ein bisschen, aber klar, es war auch schwierig durch die Mitte. Die standen halt schon massiv in der Mitte am 16er rum, Kiew, also. Auch für Müller war es da nicht so einfach, da irgendwelche Räume zu finden. Hat man auch daran gesehen, dass Levi die zweite Halbzeit wieder mehr außen sich halt fallen lassen, wie irgendwie in der Mitte war. Warum auch immer.
Weiß ich nicht, was er da im Moment für einen Spleen hat. Levi will ich eine 2 geben. Den 11er hat er wieder souverän gemacht. Das andere Tor, ja. War jetzt nicht so souverän, war aber drin und gut ist, war. Ein guter Torwart hätte den vielleicht auch gehalten. Ansonsten, ja. Levi halt, was soll man sagen? Man hat ja so mittlerweile so einen gewissen Standard drin, war. Ich meine, wenn du es nach Ergebnis gehst und so weiter und nicht diese Ansprüche hättest, würdest du der kompletten Mannschaft eine 2 geben, machen wir uns nichts vor. Musala für 20 Minuten, schwer zu bewerten, würde ich eine 3 sagen, hat ein paar gute Aktionen gehabt, aber da war schon so ein bisschen Fahrt raus. Pavard dasselbe. Schupo, der hat das gemacht, wofür er reinkam und hat es gut gemacht, war ein super Kopfball. Auch eine sehr schöne Flanke von Pavard, also von offensiv war Pavard sehr, sehr präsent auch. Sabitzer für 10 Minuten, ganz schwer zu bewerten. Also alles, was ich bisher gesehen habe vom Sabitzer, hat mich noch nicht wirklich irgendwie angemacht. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also da sehe ich einen Koko weit vorne, wenn ich ehrlich bin. Also ich weiß nicht, ob er noch warm werden muss oder was. Klar ist auch immer schwierig, nur für so für 10, 20 Minuten oder 30 Minuten mal reinzukommen. Ja, aber da muss ein bisschen... Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass wir da meistens schon 1, 2 Gänge rausgenommen haben, ne? Aber... Ja, ich denke mir, er muss sich noch ein bisschen finden. Also, was ich bisher gesehen habe, ja, rechtfertigt den Hype jetzt nicht irgendwie um ihn. Aber warten wir mal ab. Bunazar, ja, keine Ahnung, Leute. Der ist für mich einfach verbrannt. Ja, ich weiß nicht, warum man ihn ab und wann mal für 10 Minuten reinschmeißt. Weiß ich, sehe den Grund nicht. Also, wenn wir ehrlich sind, ich glaube nicht, dass der Nagelsmann jemand sagen wird, ich setze mir jetzt mal auf dich als rechten Verteidiger. Wie gesagt, könnte ich mir ihn eher im rechten Mittelfeld vorstellen, ja. Da kann er nicht viel kaputt machen, ist ziemlich schnell, nach vorne hin, ein bisschen flanken kann er auch und sowas. Da sehe ich ihn eher wie auf der rechten Verteidigerposition, also defensiv. Aber nur meine Meinung. Ja, das war's, Leute. Wir können noch mal ganz kurz gucken, nächste Spiele, weil ist ja schon wieder Länderspielpause, wa? Nächstes Spiel. Sonntag, 17:30. War das nicht 16:30 eigentlich? Hier steht 17:30. Ja, wird 17:30 sein. Gegen Frankfurt. Ja, wie gesagt, wir haben Schongang drin gehabt. 60 Minuten meines Erachtens. Und die letzten 10 Minuten auch so ein bisschen. Von daher denke ich mal, wir sollten Frankfurt auch bezwingen können. Dann ist schon wieder Länderspielpause, super nervig. Damit es interessant werden, das Spiel in Leverkusen nach der Länderspielpause tun wir uns oft schwer. Bin ich sehr gespannt. Dann das Spitzenspiel in unserer Gruppe war Benfica. Ja, und dann zu Hause gegen Hoffenheim. Man kann übrigens wieder nach Tickets anfragen. Ja, und dann spielen wir in Gladbach-Pokal. Ja, keine Ahnung. Wir können ja nochmal ganz kurz hier einen Blick schmeißen auf Tabelle. Für die, die es interessiert. Ja. Also wenn Barca jetzt gegen Kiew auch nicht gewinnt, irgendwie nur unentschieden spielt, Alter, dann weiß ich es auch nicht. Aber es geht hier nicht um Barca, es geht um den richtigen FCB und von daher, Leute. Mit diesem Bildchen, rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund. Nochmal eben überzappen hier. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert den Kanal, damit ihr kein Video verpasst. Hier kommt nach jedem Bayern-Spiel, spätestens einen Tag später, meine kurze Analyse, in Anführungsstrichen, meine Meinung eigentlich, zu dem Spiel. Und in diesem Sinne, haut rein. Tschüssi.